Ich bin Elena Meyer, 34, Anwältin im Compliance in Zürich. In meiner Vita gibt es Regeln, Protokoll, unterschriebene Dokumente, nicht WhatsApp-Drama. Darum habe ich das Mail von meiner Mutter am Anfang fast übersehen. Laras Verlobung Savesedet ist in Doktor betrefft sie gestanden. Keins, liebe Elena, keins, wir würden uns freuen. Nur ein PDF mit Programm, Dresscode, festlich, aber elegant diskret und Doktorort, Anwesenmeier, Kanton Zug. Samwel. Das Ferienhaus, wo ich als Kind nur noch vom Zugfenster USG habe, seit wir noch Zürich Zug sind. Nach dem Tod vom Papi hat es dort kein offizielle Fest mehr gegeben. Zumindest CHT nicht, wo ich eingeladen worden bin. Ich habe Doktor Anhang zugemacht, mir ein Espresso eingossen und mein Arbeitstag weitergemacht. In der Compliance lernt ME Abstand schalten. Auch zu Doktor eigene Familie. Am Nachmittag ist Shandy Shirts vibriert. Ein Screenshot von ihnen Chat, mir Family Engagement Special. Ich bin nicht drin, aber jemand hat es mir weitergeleitet. Ich habe gegeben, wie sie über Deko diskutieren, Catering, Gästeliste. Bei meinem Namen ist nur ein graues Fragezeichen gestanden. Am ABE, wie das Büro fast leer war, ist noch ein Mail schon. Die Adresse ist mir gerade eingefallen, ein Notar US Basel, Dr. Adrian Blaser. Betreff, ihre Anwesenheit am 14. ist aus erbrechtlichen Gründen empfohlen. Keine Anrede, aber ein PDF mit formellen Schrift, im Zusammenhang mit der Nachlassplanung ihres verstorbenen Vaters wäre ihre persönliche Teilnahme am bevorstehenden Familienanlass aus Gründen der Rechtssicherheit angezeigt. Rechtssicherheit. Das ist mein Wort. Ich habe das Mail 2-3 Mal gelesen. Was für erbrechtliche Grill sollte die Verlobung von meiner jüngeren Schwester mit mir zu tun haben? Lara hat sich ja immer ein eigentliche Einzelkind gegeben, elegant, fotogen, perfekt in Szene gesetzt in Genf, mit verlobtem US-Emi Family Office in Zug. Ich habe mir Notiz gemacht, 14-17 Uhr Anwesenmeier Zug hing. Es hat nüchtern ausgesehen wie jede andere Termin in meinem Kalender. Aber in der Nacht habe ich schlecht gelaufen. Ich habe Dr. Papi im Shop, wie er früher immer gesagt hat. Vertrag ist Vertrag, Elena. Aber der Charakterprobe stand erst, wenn seine Konsequenz wehtun. Am Tag vor dem Fest habe ich schließlich den Telefongriff gemacht. Kurz, sachlich. Mein Chef hat nur genickt, Familie. Go. Aber nimm ihre Dokumente mit. Am 14. bin ich am Nachmittag von Zürich Richtung Zug gefahren. Die Autobahn war trocken, die Alpen im Hintergrund, alles ordentlich berechenbar. Nur in meiner Brüste hat es genagelt. Wie ich beim Tor vom Anwesen aufgehe, habe ich gemerkt, dass die alte Gärtnerin, die Frau Huber, kurz stockt, wie sie Emmy gegeben hat. Sie hat sich aber schnell gefangen, Stor aufgemacht und nur gesagt, «Guten Nachmittag, Frau Mehr.» Es ist lang her. Ich habe nur genickt. In der Ferne höre ich Musik, Gläserchen lachen. Ich bin ausgestiegen, habe Jackett glatt gestrichen und tief Luft geholt. In dem Moment habe ich noch nicht gewusst, dass ich weder als Gast noch als Familie eingeteilt bin. Sondern als etwas Drittes, eine Rolle, die ich mir nie ausgesucht habe. Beobachterin. Und das Mail vom Notar nicht nur meine Empfehlung war, sondern Doktor erst Schritt in ein neues Besitzverhältnis, wo heute noch gar nicht mehr zu meiner Gefühlslage passt. Aber dann ist die Tür vom Haupteingang aufgegangen und mit ihr ein Lachen, wo ich zu kenne, die Lara. Elena. Du bist tatsächlich schon, die Lara ist mir entgegengeschwebt wie US-Emmy-Magazin. Weisse Seidenbluse, perfekt gemachte Wellen, ein zartes Verlobungsringli, wo absichtlich im Licht glitzert. Ich has Lächeln dentet nüchtern. Ein Mail von dir ist relativ deutlich gsi. Sie hat Shirts mit Doktor Zunge schnellt, wie früher, wenn etwas nicht ganz ihrem Plan entspricht. Ach komm, nimm's nicht so ernst. Heute geht's um Emmy, nicht um meine Formulierungen. Hinter ihr ist schon eine Frau im schwarzen Kleid gestanden, Tablet in Doktor Hand, Funk ins Ohr.
Sie müsse Elena mir sein, hat sie gesagt, ohne richtige Begrüßung. Ja. Super. Ich brauche noch kleine Info für die Schulteilung, sie hat auf ihrem Tablet umgewischt. Status Extended Circle Non-Core Family. Du, bitte, sie hat mir ein graues Lanyarde in die Hand gedrückt mit einem Batschen, gross, nüchtern, Gustenobserver, Gästebeobachterin. Ich habe das Plastikteil angeschaut. Das ist ein Witz, oder? Die Lara hat gelacht, zu laut. Nein, das ist Mark seine Idee. Mega professionell, oder? Wir haben heute verschiedene Zonen, Family Inner Circle, Business Partners und Beobachter. Du musst nichts machen, nur destig aufnehmen. Das ist doch am Bestehen. Ich habe nicht gelacht. Und was heisst das konkret? Die Frau im schwarzen Kleid hat sachlich erklärt. Mit dem grauen Batschen haben sie Zugang zu Lounge B und zum Röstigbuffet hinter dem Gartenhaus. Bar, Champagner und Hauptbuffet sind Doktor, goldige und blaue Batschen vorbehalten. Ist alles beschriftet. Also kein Buffet mit anderen? Wir müssen die Kapazität managen, hat Lara schnell eingeworfen. Du verstehst das doch, Compliance und so. Sie hat mir das Band persönlich um den Hals gelegt, jede Bewegung kontrolliert. Aber gell, du bist heute das ist, was zählt. Ich habe in Doktor ferngegeben, wie das Personaltabletts mit Mini-Zürich-Schnetzlets und Lachsbrötli trägt. Die Zonenmarkierung war klar, goldige Schildli, Samtzeli, diskret Security. Die mit goldigen Batschen haben sich selbstverständlich dazwischen bewegt. Die Grauen sind am Rand gestanden in Gruppe von Doktormusik halb übertönt. Wenn sie etwas braucht, die Lounge B hat Selbstbedienung, hat die Koordinatorin freundlich abgeschlossen und ins Funkgerät gerät. Ich bin langsam Richtung Bereich Grau gelaufen. Auf dem Weg habe ich Gesprächsfetzli aufgenommen. Wer ist das? Die mit dem grauen Batschen? Die ältere Meerschwester. Sie arbeitet in Zürich irgendetwas mit Banking. Aha. Das eigentlich langweilige, oder? Ich habe mir ein Glas Wasser US-Doktor Selbstbedienungsstation geholt. Am Rand vom Rasen hat das Personal einen Übergang markiert. Eine unschuldig wirkende Stufe, aber mit einem kleinen Schild. Inner Circle Only. Dort oben das Buffet, der BR, lache. Dort unten mir, der Graue. Später, wie die Gäste langsam ruhiger geworden sind, ist die Musik abgestellt. Ein Moderator hat Mikro in die Hand genommen. Meine Damen und Herren, wir können mit dem offiziellen Teil starten. Die Lara ist mit Mark auf der kleinen Bühne schon. Er im perfekt schneiderete dunkelblaue hat das Publikum abgemustert, so wie jemand, wo gewöhnt ist, dass das meiste ihm gehört. Zuerst hat die Lara gesagt und das Mikro etwas nah an der Lippe gehalten, möchte ich Danke sagen, vor allem der echten Familie, wo heute so zahlreich ist, Applaus. Und auch denen, sie hat sich umgesehen, ihre Blick hat mich gefunden. Wo am Rand mit observieren. Jede Gicht braucht seine Statisten. Es ist eine kurze, fast unsichtbare Pause im Publikum gsi. Ein paar Leute haben den Blick abgewendet. Mark hat im Hintergrund grinst und Lara eine demonstrative High-Five gegeben. Ich habe gemerkt, wie das Blut mir in den Schopf schiesst, aber ich bin ruhig geblieben. Im Compliance schreit ME nicht. ME dokumentiert. Wie Dr. Applaus an Begechlingen ist, habe ich hinter mir Elise Stimme gehört, Frau Mehr. Elena Mehr. Ich habe mich umgekehrt. Ein Mann im dezenten, dunkelgrünen Anzug, graue Brille, Ledermäppe unter dem Arm. Dr. Adrian Blaser hat er sich vorgestellt. Wir haben per Mail schreiben. Vom Nachlass meines Vaters habe ich ergänzt. Er hat nicht. Wenn Sie ein paar Minuten haben, ich denke, die Zeit ist heute günstig. Er hat einen kurzen Blick zur Bühne geworfen, wo gerade das Video mit Kindheitsfotos von Lara und Mark angelaufen ist. Ich habe nur gesagt, Graubatschen haben keine Programmpflicht, habe ich gehört. Zum ersten Mal am ganzen Nachmittag hat jemand ehrlich gelacht. Blaser? Das trifft sich.
Kommen Sie, das Büro vom Anwesen ist auch heute noch im alten Flügel. Dort wartet etwas, wo nur Ihnen gehört. Ich has graue Batschekli in Doktorhand dreit, noch einisch richtig Bühne glückt, wo die Lara in perfekter Beleuchtung strahlt hat. Dann bin ich dem Notar bolgig wegen der Holzgang ABE in dem Teil vom Haus, wo ich als Kind nie hätte betreten dürfen dort, wo dann entscheidende Sachen immer hinter zu Türe passiert sind. Doktor alte Flügel vom Haus het schmückt, wie sich Erbrechtsverhandel vorstellt. Holz, Staub, halbvolle Karaffe Wasser auf dem Seitentisch. Blaser hat die Tür leisig hinter uns zugemacht und das Licht vom Kronleuchter klein näher gestellt. Merci, dass Sie schon sind, Frau Meier, hat er angefangen. Ihr Vater hat sich das so gewünscht. Ich habe mich auf den Lehnstuhl abgesetzt, dann verschränkt. Er ist seit 7 Jahren tot. Warum jetzt? Er hat seine Ledermäppe aufgeklappt, ordnige Reiter, farbige Markierung. Weil heute der Tag ist, wo eine bestimmte Bedingung erfüllt wird. In seinem letzten nachträglich ergänzten Testament. Ich habe Augenbrauen gelüpft. Es hat schon etwas gegeben, wo ich nicht wisse? Nicht ganz. Sie wissen, dass am Wesen vor rund 5 Jahren offiziell auf ihre Mütter und ihre Schwester eingetragen worden ist. Jo. Ich bin informiert worden, hat aber keinen Einspruch gemacht. Schut hat sich so angefühlt, wie wenn ich die Schürze schluckt. Wie wenn er sich für sie entschieden hat. Blaser hat langsam Dr. Schopf schüttelt. Er hat sich nicht für, sondern gegen etwas entschieden. Der Familie war der Ruf wichtig. Es hat eine Untersuchung gegeben, sie erinnert sich. Compliance. Gleich drusser. Es Verdacht auf Geldwäscherei nie bewiesen, aber pressetechnisch katastrophal. Ganz genau, er hat in nächste Mäppchen aufgeschlagen. Was sie nicht gegeben haben, in dieser Phase haben ihre Mütter und Lara über ihren Partner vom Mark Kredit überzogen im Namen vom Familienvermögen mit Samwesen als Sicherheit. Um den Lifestyle schalte und die Verfahren zu überbrücken. Ich habe langsam Luft gezogen. Ohne Vollmacht? Mit sehr knapper, aber formell gültiger Vollmacht, wo ihr Vater in einem Moment von Müdigkeit unterschrieben hat. Blaser hat das Dokument umgeschoben, dass ich die Unterschrift gegeben habe. Das Problem, die Zinslast ist mittlerweile massiv. Und falls die Zahlungen nicht eingehalten werden, ging es am Wesen an eine Stiftung, wo absolut kein Interesse am Erhalt hat. Abriss, Projektentwicklung, Sie kennen das. Ich habe mein Blickfeld aufs Fenster gerichtet. Draussen im Garten habe ich die Chat von den Gästen gegeben, Musik dumpf, Lachen. In den Räumen ist das Wort Abriss wie Stein in Brust gelandet. Was hat das mit mir zu tun? Blaser hat das Dossier aufgelegt. Ihr Vater hat zuletzt noch es gemacht, er hat eine alternative Verfügung aufgesetzt. Falls Sie heute, am Tag vom ersten grossen offiziellen Fest, persönlich anwesend sind und sichtbar als nicht ganz akzeptierte Teil von Doktorfamilie behandelt werden, wird eine Kette von Verfügungen aktiv. Ich habe mich vor übertriebene Formulierungen schützen. Sie sagen mir jetzt hoffentlich nicht, dass der graue Batsche Teil vom Plans war. Er hat nüchtern bleiben. Ihr Vater hat die Dynamik sehr gut kennt. Er hat's nicht so präzise formuliert. Aber er hat's an. Er hat UF-Paragraphen gezeigt. Ich habe mitgelesen über den Dreck vom Anwesen, die Lösung von bestimmten Beteiligungen US im Family Office, neue Stimmpakete, alles UF mein Name unter der Bedingung, dass ich es akzeptiere und unterschreibe. Im Gegenzug würde der stehende Kredit neu strukturiert, ohne dass die Bank Graz am Wesen verwertet ist. Also habe ich langsam gefragt, wenn ich nichts mache, verliere sie Schuls wahrscheinlich ein paar Monnaie und der Kredit landet in der Zeitung. Wenn ich unterschreibe, gehört Schuls mir. Mit allen Verpflichtungen. Mit sehr konkreten Ja, Blaser hat kurz schwiegen. Sie müssen Schiss zahlen, dann halt die Personalkosten. Aber sie würden auch volle Verfügung über die Liegenschaft und einen Teil von der Beteiligungen erhalten. Es ist nicht nur eine Last.
Und Lara? Meine Mutter? Sie bleibt finanziell abhängig von dieser Struktur. Aber ohne sie ehrlich gesagt hätte sie keine Chance. Ich habe das Dokument zweites Mal gelesen, Fachwörter unterstrichen, Bedingungen überflogen. Alles korrekt, sauber formuliert. Genau so, wie ich es selber würde machen. Und gerade darum hat es so weh getan. Er hat mich zum Schluss doch noch schöne Brüche, habe ich halblaut gemerkt. Aber nur als Sicherheitsaudit von seinem eigenen Vermögen. Blaser hat mich waglügt, nüchtern, aber nicht kalt. Er hat ihnen vertraut. Auf ihre Disziplin, nicht auf ihre Liebe zu ihrer Familie. Ich denke, er hat gewusst, dass sie keinen Vertrag unterschrieben, wo sie nicht verantwortet sind. Ich habe dann ineinander verkrampft. Wenn ich unterschreibe, weist Lara sofort, dass sie faktisch nicht mehr über Schulsbestimmungen schön. Früher oder später, ja. Heute wird's nur intern dokumentiert. Aber das Liegenschaftsbüro und die Bank werden sehr schnell informiert. Die Musik aus dem Garten ist gerade lauter geworden, wahrscheinlich hat das nächste Programmpunkt. Ich habe mir die Sekunde inne, wo in der Raum sitze und über Familie entscheide, wo mich gerade öffentlich zur Beobachterin gemacht hat. Was passiert, wenn ich nicht unterschreibe? Dann läuft der bestehende Kredit weiter. In spätestens 12 Monaten müssen die Konditionen neu verhandelt werden. Es ist optimistisch zu meinen, dass das ohne Verlust vom Anwesen geht. Ich habe tief Luft geholt. Also hat meine Schwester mit ihrem heutigen Fest perfekten Moment kreiert, dass ich ihre Grundlage unterm Fuß üsse oder sie rette. Blaser hat das Dossier zugeschoben, gerade vor meine Hände. Ich kann nur sagen, was im Testament steht. Entscheiden müssen sie. Aber er hat in kurzer Pause gemacht. Wenn sie unterschreiben, müsse die Übertragung heute noch digital bestätigen. Das hat vertragsrelevante Konsequenzen sofort. Ich habe das graue Badge angeschaut, wo das Licht von Dr. Standlampe glanzlos reflektiert hat. Beobachterin. Das Problem, in der Sekunde habe ich gemerkt, dass ich gar nicht mehr beobachte. Ich habe zum Füller gegriffen, den Blick auf Doktorlinie, wo für meine Unterschrift vorgesehen war. Meine Hand hat nur ganz leicht zittert. Frau Meier hat Blaser leise gesagt, es gibt Entscheid, wo nicht später korrigieren kann. Nur ersetzen. Das da ist so einer. Ich habe Dr. Füller jetzt festgepackt. Oben in die Ferne hat das Lash vom Lara durch die Holzwand gedrungen. Ich habe nicht mehr gewusst, ob ich gerade ihre grösste Rettung oder ihr langsamste Ruin unterschreiben würde. Ich bin noch immer vor dem Dossier gesessen, Dr. Füller in Doktorhand, wo mir schwerer vorgekommen ist als jedes Dossier in der Bank. Schliesslich habe ich nicht wieder her abgeleitet und bin aufgestanden. Ich will den Lärm noch einmal gehört haben, bevor es definitiv wird, habe ich zu Blaser gesagt. Gib mir 10 Minuten. Er hat nicht. Die Unterlage wartet. Aber shit nicht unendlich, Frau Meier. Ich bin Dr. Holzgang zurückgelaufen, der dezente Duft von Blumengesteck und Buffet ist mir entgegengeschoben. Draussen im Garten ist gerade der romantische Teil angefangen, das Dringlichter, die Musik leiser, das Video mit Kindheitsbildern von Lara, wie sie übers Rasen rennt, Papi, wo sie auf die Schulter nimmt. Kein Foto von mir. Nicht eine. Ich habe mich diskret zurück in die graue Zone gestellt. Ein Kellner hat mich höflich übersehen, während er ein Champagnertablett an Dr. Inner Circle Linie abbremst hat. Dr. Bühne hat Moderator gesagt, und jetzt ein paar Worte vom Bräutigam. Mark hat das Mikro genommen, selbstsicher wie immer. Danke, dass alle du sind, vor allem meine zukünftige Familie, er hat richtig Mütter und Lara genickt. Wir bauen zusammen etwas Grosses auf und wir schauen nach vorn, nicht zurück. Ich habe die letzte Wörter im Magen gespürt. Nicht zurückschauen. Genau das, was das Testament verlangt hat, dass einisch etwas nicht einisch mehr recht beurteilt wird, sondern grad ersetzt.
Die Lara hat dann die UFs im Ärmel gelegt, das Lächi alles, was es je hat schöne gegeben. In dem Moment habe ich gewusst, wenn ich nichts mache, bleibt die Szene aber schulz verschwindet. Wenn ich unterschreibe, verschiebt sich die Macht in die Schatten, ohne dass das Publikum weiss, dass der Kuliss schon gehört wechselt. Hinter mir hat sich Scholztürli bewegt. Leis, aber klar. Frau Mehr, Blaser. Es wäre jetzt die Zeit. Technisch G. Ich habe das letzte Glas Wasser US-Doktor Selbstbedienungsstation genommen, ein nüchternes Ritual und nickt. Gut. Wir machen das jetzt fertig. Aber nach meinen Bedingungen. Im Büro ist das Licht noch immer warm gsi, Kontrast zu den LED-Scheinwerfer draussen. Ich bin wieder an B gehockt, hab Dr. Füller aufgeladen, aber dann nicht gerade bewegt. Erstens habe ich Zeit, die Mitarbeitende vom Anwesengärtner, Haushilfe, Technik bleiben. Mindestens 5 Jahre keine Kündige, ausser bei schwerem Fehlverhalten. Das wollte ich schriftlich. Blaser hat ohne Widerrede nickt. Es tönt mehr als Anhang mit Integrationsklausel ergänzen. Ich habe vorformulierte Modul. Der Wunsch überrascht mich nicht. Zweitens, Samwesencha nicht verschauft oder beliehen werde ohne meine explizite schriftliche Zustimmung. Keine kreative Konstruktion via Zwischengesellschaften, ich habe ihn direkt angelügt. Sie wissen, was ich meine. Ein Schleinezug um seine Mundwinkel hat sich verzogen. Ich weiss sehr genau, was sie meinen. Ich formuliere es so, dass auch kein private Equity-Anwalt drum umschand, er hat sich Notizen gemacht. Drittens habe ich langsam gesagt, der ständige Kreditverträge werden neu verhandelt, aber so, dass die öffentliche Kommunikation minim bleibt. Keine mediale Demütigung. Weder für meine Mütter noch für Lara. Blaser hat kurz die Brille gegeben. Das ist eher strategische als juristische Bedingung. Aber ich kann die Bank darauf hinweisen und entsprechende Vertraulichkeitsklauseln empfehlen. Ich habe nichts. Mehr will ich nicht. Er hat die neue Zufügung schnell in seinem Laptop ergänzt, der Drucker hat leise schnarrt. Bitte da letzte Version. Wenn Sie heute unterschreiben, kann ich die Änderungen im Grundbuch und bei den beteiligten Gesellschaften digital auslösen. Der automatische Prozess ist aufgesetzt. Die Blätter haben frisch schmückt, es ist die Art von Papier wo man spürt, dass es teuer ist. Ich habe jede Linie gelesen, jede Ziffer überprüft. Nichts, wo ich nicht verantwortet schönt. Nichts, was mir juristisch Angriffsfläche geben würde. Dann habe ich unterschrieben. Einmal, zweimal, dreimal. Elena Meyer. Genau so, wie ich es in Dr. Bank unter Vertrag schreibe. Nur, dass das da nicht nur ein Fall in einem System ist, sondern das Fundament von meiner Familie oder ihrem Untergang. Blaser hat signaturhaft kontrolliert, denn seine Smartcard ins Lesegerät gelegt. Ich löse jetzt die Online-Bestätigung US. Die Bank und das Grundbuchamt beschömen in wenige Minuten die Nachricht. Ab dem Moment sind sie formell Eigentümerin vom Anwesen und den beteiligten Strukturen. Ich wollte gerade etwas sagen in dem Stil von, das ändert heute für niemand etwas, aber in dem Moment, wo er UF Bestätigung drückt hat, ist es passiert. Zuerst kleines Flackere, wie wenn der Dimmer spinnt. Dann das trockenes Klack US-Doktor Elektroverteilung in Doktorwand. Und plötzlich ist alles schwarz gsi. Die Musik ist verstummt, die Klimaanlage auch. Nur noch die Resthelligkeit vom späten Nachmittag hat die Fenster reingeflutet. Von draussen ist Murmle schon. Irritation, halbli Lache, erste Scherz, die leise, unruhige Stimmung, die ich von Sitz kenne, wenn etwas strukturell schief läuft. Im Büro hat sich das Notlicht angeschaltet, so Orangelampe, wo das Zimmer in halbwarmen Halbdickel taucht. Blaser hat noch das Display wo ich Laptop angelügt. Interessant, hat er nüchtern gemerkt. Doktor Server hat die Aktion noch genommen. Die Bestätigung ist durch. Es ist nur das lokale Netz rausgeht.
Ich habe Scherzklopfen gespürt, unproportional für einen simplen Stromausfall. Also. Er hat das Dossier zugemacht. Also, Frau Meier, formal sind Sie ab genau dem Zeitpunkt Eigentümerin vom Anwesen. Mit allen Rechten und Pflichten. Die Stimme in meinem Schopf heikli echosiert. Eigentümerin. 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 Draussen ist jetzt jemand mit lauter Stimme am Organisieren gsi. Ein paar Notlichter sind angegangen, einige Handylampen haben weisse Flecken in die Menge gemalt. Es hat nicht Schreine, aber die Nervosität ist spürbar gsi. Es hat geklopft. Der Hausmanager, Herr Keller, hat die Nase zum Büro reingestochen. Seine Silhouette im Orange Licht ist scharf gsi. Herr Dr. Blaser? Wir haben einen totalen Stromausfall auf dem Areal. Ich brauche sofort einen Entscheid, wie wir mit der Technik und dem Event weiterfahren. Und er hat mich gegeben, hat sich aufgerichtet. Für einen winzigen Moment hat er gezögert. Dann hat er säuberli mit der Höflichkeit, wo mir nicht spielt, gesagt, Frau Mehr. Als Eigentümerin vom Anwesen müsse sie das wissen. Draussen im Halbdickeln haben die Gäste noch gelacht und Sprüche gemacht über dramatische Effekte. Keiner von ihnen hat gewusst, dass im Schatten von einem simplen Stromausfall gerade das Buch von der Familie umblättert worden ist, UFI Süd, wo bis vor paar Minuten nur in ihrem letzten Wille vom Tod existiert hat. Doktor Gang zurück in den Garten ist kürzer als vorher, aber jeder Schritt hat anders tönt. Herr Keller ist eine halbe Länge vor mir gelaufen, Funkgerät in Doktor Hand, Profil konzentriert. Draussen haben Notlicht die weisse Zelt und Bäume in ein merkwürdiges Orange taucht. Der Gäste haben zuerst noch gelacht, jetzt ist das Gemurmel unruhiger geworden. Ein DJ hat hektisch an seinem Pult umgegrübelt, aber nichts ist angegangen. Technik ohne Strom ist nur mit Deko. Wir machen keine Panik, hat Keller halblaut zu mir gesagt. Aber Stimme braucht klare Ansage. Und in dem Fall, er hat nur einen kleinen Gesichtszug gemacht, irgendwo zwischen Respekt und Erleichterung. Sind Sie jetzt die Entscheidungsinstanz? UF-Doktor Bühne hat Lara versucht, das Lächeln zu schalten. Okay, also mega dramatisch, oder? Der Strom hat wohl auch gemerkt, dass das heute eine spezielle Obig ist, ein paar vereinzelte Lachen. Mark hat mit dem Handy umgequischelt, sichtbar genervt. Keller hat das Mikro vom Moderator diskret US-Doktor Hand genommen und ist zu mir schon. Wenn Sie wollen, können Sie kurz etwas sagen. Die Leute hören eher, wenn sie merken, jemand hat es im Griff. Ich habe das graue Batsche in Doktor Hand genommen, ein Band vom Hals abgelöst und im Moment angelügt. Dann habe ich es im Vorbeigehen auf eine leere Städtisch gelegt. Beobachterin abgängelt. UF-Doktor Bühne habe ich die Stufe bedächtig aufgenommen, die Orange vom Notlicht hat alle kantig gemacht. Der Diod hat versucht, mir das Mikro in die Hand zu drücken, es hat in sekundenlanges Pfeifen gegeben. Ich habe gewartet, bis es ruhig war. Gute Abend miteinander, habe ich gesagt, nüchtern, aber klar. Ich bin Lena Meyer. Einige haben sich zugeflüstert, die Schwester. Wir haben heute nicht nur ein technisches Problem mit dem Strom, habe ich weitergeführt, wir haben auch eine kleine strukturelle Veränderung im Haus. Darum mache ich das Shirt. San Wesenmeier ist ab heute offiziell in meinem Besitz. Die Verträge sind gerade vorher unterzeichnet und bestätigt worden. Es ist zuerst still gsi, aber nicht die angenehme Still. Mehr so wie in Sitzungen, wenn eine Zahl fällt, wo niemand erwartet hat. Die Lara hat das Mikro halb ergattert. Elena, was? Was soll der Witz? Das ist heute mein Fest. Es ist kein Witz, habe ich söberli gesagt. Papi hat so verfügt. Ich han heute unterschrieben. Das Haus, das Grundstück und bestimmte Beteiligungen, alles läuft jetzt über mich. Und ja, ich weiss, dass sie das erst jetzt erfahrt. Mark ist ein Schritt vorne schon. Das Chest doch nicht heute vor allen kommunizieren. Doch, habe ich nüchtern erwidert.
Weil der Herr Keller wissen muss, wenn man den Entscheid für Sicherheit, Catering und Technik abholt. Und das bin nicht du, Mark. Nicht die Sache, wo Schuls angetrifft. Ich habe zum Team 3 geschaut. Der Fest geht weiter. Technik bitte Schritt für Schritt neu starten, Sicherheitscheck machen, keine Panik. Die Leute sind alle willkommen, bis Dr. Obig fertig ist. Die Verträge fürs Event bleiben wie abgemacht auf meine Kosten. Elise Überraschung ist durch 3 gegangen. Gratis Fest von Doktor langweilige Schwester. Interessante Wendung. Dann habe ich mich wieder direkt zu Lara gedreht, ohne Mikro. Mehr hat uns gegeben, aber nicht gehört. Du hast Schuls als Sicherheit gebraucht, habe ich leise gesagt. Ihr habt die Grenze von dem, was verantwortbar ist, längst überschritten. Ich habe das heute aufgefangen. Die Kredite werden neu strukturiert. Aber ab heute treffe ich die Entscheidungen. Nicht du, nicht Mütter. Ihre Augen sind gross geworden, hinter Doktor Schminke ist Iris schon. Also hast du Gewinne, oder? Nein, habe ich geantwortet. Ich habe übernommen. Das ist etwas anderes, ich habe eine Pause gemacht. Der Fest, da ist dein Obig. Ich reise es nicht zurück. Aber dann machen wir Ausgang, wo nicht mehr auf deinen Instagram-Filter passt. Sie hat nicht gelacht. Zum ersten Mal am ganzen Tag hat sie nicht gewusst, wo sie ihre Hand mit dem Ring tun sollte. Später, wie die Lichter wieder normal geworden sind und die Leute zurück zum Buffet geströmt sind, habe ich auf der Terrasse gestanden. Die Stadtlichter von Zug weit hinten testig im Garten gedämpft. In die Hose gelegt mein Handy, wo schon erst Systemmails von Dr. Bank bimmelt haben. Ich habe in Doktor Handkante von dem grauen Batsche gespürt, wo ich mit nach Hause genommen habe. Ich habe Plastik zwischen den Fingern verdreht und das Band sauber das Metallgeländer vom Terrasse gewunden. Ein kleines, stilles Ritual. Papi seine Stimme ist mir durch Doktor Schopf gelaufen, Vertrag ist Vertrag. Aber der Charakterprobe stand erst, wenn seine Konsequenz wehtun. Ob das heute eine gewonnene oder verlorene Charakterprobe war, weiss ich nicht. Ich weiss nur, ich bin nicht mehr Beobachterin. Und trotzdem fühle ich mich nicht wie die Familie. Mehr wie eine Verwalterin über etwas, wo die anderen zu lang für selbstverständlich gehalten haben. Draussen ist die Musik wieder lauter geworden, Lache, Gläser clear. Ich habe mich umgekehrt und bin zurück in das, das ab heute mir gehört und trotzdem nicht mir gehört im eigentlichen Sinn. Und zum ersten Mal habe ich nicht gedacht, wie lang noch, sondern was mache ich jetzt mit dem Erbe, ohne wieder nur die stumme Sicherheitsaudit in fremder Schicht zu ziehen? Wenn der solche diskrete, familiäre Schicht in US-Doktor Schweiz fällt, vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, das Video zu liken und den Gästen mit denen zu teilen, wo auch hinter der Fassade von der Elite schauen. Merci vielmal fürs Zuhören.